Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist gute Tradition, dass wir zu bestimmten Abschnitten im Leben einen Vers uns aus der Bibel als Segenswort suchen und wählen. Eltern tun dies in der Taufe für ihre Kinder. Konfirmanden wählen sich selber ein Leitwort für ihr Leben und Ehepaare überlegen für ihren gemeinsamen Aufbruch ins Leben sich einen Trauvers. Auch das Ende unseres Lebens wird unter Gottes Wort gestellt. Halt und Richtung soll ein solcher Vers ausstrahlen als Möglichkeit, sich zu orientieren und auch als eine Quelle der Inspiration. Gerade eben wurden mir jeweils Segenssprüche von meinen Kolleginnen zugesprochen und von meinen Kollegen. Das war, wie man gemerkt hat, aufregend und aufwühlend zugleich. Denn ich wusste nicht, was mir gesagt wird und was ich hören würde. Ganz anders war das, als ich zur Diakonin eingesegnet wurde. Damals vor über 20 Jahren in der Kirchengemeinde in Roche. Nach dem Studium der Religionspädagogik habe ich nicht sofort arbeiten können. Ich habe geheiratet und wurde zum ersten Mal Mutter. Und das Leben ging einfach so voran. Dann gab es plötzlich die Möglichkeit zur Einsegnung. Ein lang ersehnter Wunsch erfüllte sich für mich. Denn endlich konnte ich auch beruflich starten. Erst durch die Einsegnung in den kirchlichen Dienst konnte ich mich Diakonin nennen. Und auch hier wählte ich einen Vers, welcher über den Gottesdienst, aber auch als inspirierendes Leitwort für meinen beruflichen Werdegang stehen sollte. Spannenderweise und ohne Absprache haben wir ihn gerade schon einmal gehört. Ich hatte mir damals ausgesucht: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Mit der Weite verbinde ich Bilder meiner Kindheit. Ich bin in Texas aufgewachsen. Und in Texas ist alles ein bisschen größer und ein bisschen weiter. Da war es ganz normal, dass man Stunden mit dem Auto fuhr, um Freunde zu besuchen. Die Wüste mit ihren hohen Kakteen und dem unendlichen hellblauen Himmel, das sind einfach Bilder, die haben sich fest eingebrannt bei mir. Bilder der Weite. Ach, wie habe ich damals bei der Einsegnung die unendlichen Möglichkeiten, die da lockten, für mich als Diakonin begrüßt und gesehnt, um in der Kirche zu arbeiten. Mich hat das nach meiner Konfirmation einfach nicht losgelassen. Und ich bin immer noch gerne dabei. In den folgenden Jahren dehnte sich mein Lebensraum immer mehr aus. Als berufstätige Mutter von später 2 Töchtern war das aber auch nicht immer einfach. Und ich kam mir manchmal vor wie der berühmte Zauberlehrling, der sagt: Die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht los. Hatte doch noch gerade eben mit Blick auf die Kindheit die Weite, die Möglichkeiten, Herausforderungen und Begegnungen, die hatte ich ersehnt bei meiner Einsegnung. So folgte doch auch die Erkenntnis, dass ein weiter Raum durchaus beängstigend sein kann. Eben dann, wenn kein Horizont, kein Land in Sicht ist. Wenn die Anforderungen des alltäglichen Lebens, die nie enden wollende Verantwortung, einfach auch mal zu viel wurden. Liebe Gemeinde, zu viel ist eigentlich gerade auch das richtige Stichwort für die Zeit, in der wir uns befinden. Da kann einem schon mal was zu viel werden. Das ist sicherlich nicht mehr die Welt, von der wir geträumt haben. Jener Planet mit den scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten,
in der wir uns eine Zukunft aufbauen konnten, so wie es unseren Fähigkeiten, unseren Neigungen und Wünschen entspricht. Auch wenn dies zu Gier geführt hat und großer Ausbeutung unserer Ressourcen. Die Menschen nahmen sich bisher die Freiheit, in immer tiefere Räume, bis in den Amazonas hinein vorzudringen. Unsere gewohnte Lebensweise, die vertrauten Möglichkeiten, zum Beispiel in den Urlaub zu fahren, in andere Bundesländer zu ziehen, alles hat sich verändert. Der Boden unter unseren Füßen wankt, weil sich in unglaublicher Geschwindigkeit der Alltag auch verändert. Menschen auf der ganzen Erde leiden nicht nur unter wirtschaftlichen Fragen, sozialen Spannungen, politischen Verschiebungen, sondern auch unter wachsenden psychischen Erkrankungen. Denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen einander. Die Sehnsucht nach einer Umarmung, sich einfach die Hände zu drücken, sich in den Arm zu nehmen, sich zu besuchen und spontan Zeit miteinander zu verbringen. Der Verlust dieser sozialen Räume wird für Menschen auch zunehmend körperlich spürbar. Es schlägt buchstäblich auf den Magen. Oder es fördert Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Ich bin mir sicher, dass Sie selbst, jeder und jede für sich, genügend Beschreibungen hätten für die alltäglichen Veränderungen, die Sie selber auch spüren. Vielleicht sehen auch Sie nicht den Horizont und haben das Gefühl, sich in der Weite des Raumes zu verlieren. Ich sage es noch einmal, im Vers steht: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Hier betet ein Mensch, dessen Alltag reduziert wurde und der sich im babylonischen Exil befand, unverständlich und fremdem Brauchtum ausgesetzt. Jemand, der sich verfolgt und bedrängt gefühlt hat. Jemand, der sich nach aufrichtiger und einem friedlichen Wert in der Welt gesehnt hat. Nach einer Zukunft mit Aktivität. Kurzum gesagt, hier ist ein Mensch, der die Welt nicht mehr versteht. Und er hat Angst. Und er klagt Gott sein Leid. Obwohl das Leben alles andere als gerade einfach ist, wird Gott zugetraut, gegenwärtig zu sein. Gott ist in der Klage und im Suchen der Hörende. Gerade die vertraute Anrede „Du“ ermöglicht einen anderen Blick auf den Vers, sozusagen die Perspektive zu wechseln. Als ich mir damals den Vers aussuchte, da war mein Fokus ein anderer. In der jetzigen Zeit, in der viele geplante Veranstaltungen nicht stattfinden können, komme ich auf das Du am Anfang des Verses zurück. Ich frage dann schon einmal: Du, wie soll das alles werden? Für diese Zwiegespräche mit Gott reicht auch ein kleiner Raum. Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme ergibt sich manchmal ganz spontan. Stoßgebete nennen wir sowas. Denn all unser Tun, Handeln und Warten im Leben bleibt Gott doch nicht verborgen. Im Anfang und bis zum Ende unseres Lebens bleibt er unser Gegenüber, welches wir vertrauensvoll ansprechen können, mit der einfachsten Rede, die es gibt. Du. Ich freue mich darauf, in den kommenden Zeiten, Corona hin, Corona her, wir wissen alle nicht, wie lange es dauert, aber in den kommenden Zeiten, ich freue mich darauf, in der Gemeinde mit Ihnen und euch gemeinsam uns
auf den Weg zu machen, vertraute Verse neu zu entdecken und neu zu interpretieren und darüber gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Denn du Gott, den wir so vertrauensvoll und zärtlich ansprechen können, du Gott stellst unsere Füße auf Weitraum. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus